Es geht weiter, stets weiter bei Dragon Ball Z Kakarot. Obwohl aktuell wäre es wohl eher angebracht, Dragon Ball Z Bardock zu sagen. Willkommen zurück, Freunde. Hier im 4. DLC vom Spiel insgesamt. Dementsprechend sind wir aber auch, man könnte auch sagen, im 1. DLC vom 2. Season Pass. Letzte Folge, ja, Anfang ein bisschen... Ich muss zugeben, ich muss mich ein bisschen entstauben, kann man so sagen, weil... Aber sind wir ehrlich, ich habe fast 3 Jahre lang nicht mehr gespielt. Und ja, das hat natürlich ein bisschen Schuhe hinterlassen, trotzdem mittlerweile ganz gut unterwegs. Und sind schon sehr gespannt darauf, was sich hier im DLC noch so alles verbergen mag. Das sind auch versteckte Hinweise, so, die wir so im Original, oder als Original, im Film nie gesehen haben. Und ja. Das vergessene Technologie, ziemlich episch, was? Lassen wir uns überraschen. So, irgendwo hier soll ein Trainingsspot sein. Bei dir, Kumpel? Wer bist du? Nee. Hallo? Sitzt so Furujin, ihr seid schon ausgelöscht, da wussten sagen so Wissenschaft, wa? Sonst wahrscheinlich der Hinweis auf Baby sein. Wäre natürlich auch krass, wenn wir irgendwie bei Dragon Ball Z Kakarot im Spiel, wenn das irgendwann mal nach dem 3. Season Pass geben würde, wo es dann ein bisschen um die Geschehnisse aus Dragon Ball GT geht, ne? Ja, mit den Furujin zum Baby und dementsprechend auch dann vielleicht einen 4-fachen Super Saiyajin und so. Ehrlich gesagt, ich würde es feiern tatsächlich. Ich fände es aber auch cool, wenn so etwas wieder mal beim nächsten Budokai Tenkaichi geben würde, was auch in der Mache ist. Können wir alles mal angucken. Sagen wir, wo ist hier der Trainingsspot? Hä? Da ist hier ein Berg drin? Nee, hä? Wo ist der? Wollte kurz trainieren mit einer neuen Fertigkeit, aber ist nicht hier. Oder können sie es noch gar nicht gibt? Das ist noch was. Ah, hier. Entschuldigung, ich habe das irgendwie anders im Kopf gehabt. Das anders aussah. Dazu wäre es ein Item, wo ich von oben geguckt habe. So, Superfinale, Lenk, Geistkanone können wir machen. Ansonsten. Die Medaillen, okay, da müssen wir die beiden Dinge noch machen. Gut. Wir versuchen es mal, wa? Das ist immer das Gleiche, wa? Sehr gut, muss ich gerade sagen. Entschuldigung, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir wieder durchkommen. Ups. Warte mal, konnte ich nicht. Nee, okay, ich dachte, ich könnte irgendwie hinter dem Part, aber das ging nur bei Budokai Tenkaichi. Sag mal. Jetzt reicht's mir. So geht das. Du mieser Fake.
Ja gut. Da wollte einen noch irgendwie schön konnten und so, aber da ist wohl nichts mehr. Die superfinale Lenkkanone. Nicer, nicer. Die Frage ist, ob die wirklich so cool ist. Wir werden sehen. Du. So, natürlich auch die mal direkt ein bisschen upgraden. Aber nicht nur so schönes, ne? Harter Schlag. Das lobe ich mir. Enorme Kraft. Da ist immer cool. Kampfinstinkt. Wer kann da schon Nein sagen? Gnadenlos. Immer wieder gerne. Volles Rohr. That what she said. Vernichtender Schlag. Da steht keiner mehr auf. Super Erholung. Ja gut, ihr müsst sowieso langsam pennen gehen. So, jetzt reißen wir langsam die Sprüchen. Aber über irgendwo für irgendwas. Irgendwas Brauchbares. Irgendwo ein paar Kugeln. Nee, ist alles ein Arsch. Gut. Also das schon mal gelernt. Ich glaube, dass ich das nächste auch schon lernen könnte. Folgegegenstand Stufe 3 muss ich dafür lernen. Finale Gegenstand Stufe 3, da haben wir schon. Okay. Gut, da mal gucken. Wir in der Nähe gleich noch irgendwie 1, 2 Sidequests mitnehmen können und uns dann danach, besser gesagt, wieder um die Hauptstory kümmern, ne? Um das nächste Kapitel quasi. Da fliegen schon wieder ein paar. Ein paar Pflanzenmänner. Und ein paar Roboter. Da kommt. Muss man einen neuen Move üben. Also voll gebracht. Wenn ich bei Fascha. Ja, machen wir später. Ey du. Wer bist du? Ein Saiyajin, Mann! Ich muss um einen Gefallen bitten. Ich bin kein gewöhnliches Mitglied der Freeze-Armee. Trommelwirbel bitte, ich bin kein geringer als Koch Melone. Nicht dein Ernst. Nee, ich kenne keine Melone. Ich bin ein Koch der Spitzenklasse. Nö, ich kenne ihn nicht. Ich muss auch mal an meiner Berühmtheit arbeiten. Ja, definitiv. Ich bin auf der Suche nach seltenen Zutaten für Meister Freezer. Wir haben ja wohl ein bisschen verlaufen. Da kommst du ins Spiel. Ja. Wenn es einfach so ein Mist. Dann sieh dir das mal an. Eine Spezial-VIP-Lizenz. Damit habe ich direkten Zugang zu Lord Freezer höchstpersönlich. Bei Freezer, Lord Freezer melden. Nein, der dreckige Mistkerl. Ja, bei Freezer gemolden werden, das will man nicht. Spezielle Mitglieder der Freeze-Armee. Was für ein Penner. Gut, er hat nicht gesagt, wann wir das für ihn machen sollen. Sichelmondnüsse an einem fetten Riesenfisch. War das schon wieder mit der Ding? Ah, hier. Oh. Ein Riesenfisch muss ja wohl angeln, aber... Eine D-Medaille. Sehr gut. Ja gut, dann
いつはうまそうだ。 Müssen wir mal kurz angeln. Man kann auch tauchen? Ah, ganz vergessen. うまそうなのを見つけたぞ。こいつはうまそうだ。 Tauchen kann ich, atmen kann ich nicht unter Wasser. Gut, das macht irgendwie auch Sinn. Tatsächlich. Ja gut, dann wieder ganz kurz. Ne, ist jetzt nicht so schwierig, wenn man so zeitaufreibend hier. Also, gut, ich dachte, er macht's anders. Von so Goku kennen wir den Move eigentlich ein bisschen anders, war mit dem Angeln. Aber andererseits, die Saiyajins hier sind noch nicht darauf trainiert, ne? Ihren Schwanz, sag jetzt mal, abtöten kann man schlecht sagen, wa? Ihr wisst schon, was ich meine. Ups. Falscher Knopf, Entschuldigung. Ja, Saiyajins hier waren halt noch sehr empfindlich am Schwanz. Ich meine, ist durchaus verständlich, jeder Mann kann das nachvollziehen. Son Goku hat zum Verlauf von Dragon Ball, also wenn er vom Original Dragon Ball sich abtrainiert, die anderen Saiyajins Dragon Ball Z ja auch, also bis auf Raditz. Das ist der richtige oder was? Ich wundere mich halt, ne? Ich muss einen fetten Riesenfisch finden. Wäre eigentlich schon cool, wenn er hier wäre. Das sieht ein bisschen sehr grünlich aus. Naja. Fetter Riesenfisch. Okay, da ist er ja. Gut, findet man die doch hier. Ja, aber der Sichelmond, Dingsbums, da, wenn ihr jetzt gerne ein bisschen... Ist denn auch hier? Da täuscht jetzt gerade, aber da habe ich die Karte falsch geguckt. Von der Markierung hätte ich halt gedacht, ja, der ist auch hier. Warte mal mit seinem Müll. Ja. Ah, gut, da war ja eigentlich nichts, weil ihr seht was da. Ja, gehört eigentlich nicht mehr dazu zum Radius hier, aber vielleicht ist er trotzdem was. Doch hier. So. Ja, auch außerhalb des Radius. Also. Ja, in der Hinsicht ist halt Bardock wieder ein niederer Krieger, aber er muss halt auch niedere Arbeiten verrichten. Macht schon Sinn, leider. Hä, aber... Dann steigen wir uns davon aus, dass diese Sichermund-Dinger doch hier sind. Huch. Okay. Ah, gut versteckt.
Nein! Warte, was machst du da? Ich wollte eigentlich landen. Den Boden aufreißen, Kumpel. So. Leg mal los. Ja, du bist so ganz schön kühl, Mann. Warte, ich bin im Handumdrehen fertig. Eine Spezial-VIP-Lizenz. Mission erfüllt, ciao. Ich hätte ihn schon längst gekillt, Leute, ganz ehrlich. Er hätte ihn schon längst irgendwo einfach zum Verschwinden gebracht, dass ihn niemand mehr findet. Oh, wo ist mein Spitzenkoch hin? Ja, der ist halt weg. Ja? Will ich nicht, Mann. So wie ein Mist. Also wenn Bardock nicht will, ich ist es schon. Melone Spezialgericht erhalten. Bohnengelee, köstliche Kuhmilch. Wow, hat das echt gelohnt, ey. Und jetzt, oh, er hat einen ganz plötzlichen Unfall. Oh, ist das schade um den Typen. Ich muss zugeben, hier beweist Bardock mein Geschmack sehr viel Geduld. Tatsächlich. Naja. So, da geht's mit der Hauptstory weiter. Okay. Dazu gleich mehr. Das hat auch länger gedauert, als ich dachte, gerade das Ding hier. Schließen wir vor noch das Armee-Ding. Mal reingehen. Ah, ja. Ja, ich wollte da die Sidequest in Tovo noch abschließen, ne? Nachher mal gucken, wie viel wir noch übrig haben. Wie waren es insgesamt? 10 Stück. Brauchst du was? Nee, ich will eigentlich nicht. Ich bin einfach nur hier zum, keine Ahnung, zum Umhängen. Weil ich sonst sehr einsam bin. Hat ganz schön gedauert. Also, jetzt erklärst du es auch noch? Oh nee, Bardock, das kannst du nicht machen, Junge. Das stimmt schon. Das finde ich irgendwie charmant. Aha. Verstehe. Sich von einer Frau verprügeln zu lassen, ist also charmant. Okay. Also. Natürlich jetzt nur bei der einen oder anderen Frau, ne? Sind nicht alle gleich, das ist natürlich so. Das muss man hier ganz klar mal erwähnen. Es geht darum, kämpfen zu können, um stark zu sein. Verstehst du mich? Sieh einer an, ich wusste gar nicht, dass du so eine Romantikerin bist. Ja, das ist schon ganz nett, wenn sie stärker sind als ich. Es muss aber nicht so extrem sein wie bei dir. Tja. Du bist der Boss. Ich schräg bin, oder? Wir sind schließlich Saiyajin. Ich frage mich, ob man hier also ja, in diesem DLC halt Bardocks Frau und somit Gokos Mutter auch noch sieht. Weil die ist mittlerweile bestätigt worden, ne? Wer sie ist und so, oder auch im Dragon Ball, was im Superman, glaube ich schon. Wurde sie auch schon gezeigt. Für uns Saiyajin geht Macht vor Recht. Stärker bestimmt Gerechtigkeit, genauso sollte es auch sein. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand für mich stärker werden will, hat das ganz bestimmt eine Bedeutung. Er wird aber irgendwann mal einen zweiten Schlag vor den Kopf bekommen. Trotzdem ist es noch ein bisschen zu früh, um so oft an diesen Spinny zu denken. 6 Monaten und vielleicht ein Jahr, wenn sich anstrengend stärker wird, dann vielleicht? Hey Barkeeper, noch eine Runde. Aber nicht aufs Haus. Der Planet Kanassa. Haben wir jetzt 20 Minuten? Ja, ich glaube, es könnte langsam Zeit werden aufzubrechen, wa? Zeit verschwendet, in gewisser Art und Weise hat er das tatsächlich.
Warte, noch ein paar Seelenabzeichen und so, das stimmt auch. Wir gucken mal ganz kurz. Noch eine Sidequest übrig? Da vorne noch viel mehr aus. Aber sicher nicht so, dass die anderen plötzlich weg sind, oder? Also die Laderampe. Ich glaube, halt vor allem wesentlich mehr Sidequests. Na egal. Die da machen wir später. Also ich hoffe, dass sie später noch da ist. Oh, was, wenn sie nicht da ist, ne? Also wie das DLC aufgebaut ist. Sie können natürlich jetzt speichern, aber... Was? Ah, die Höhe. Ja. Scheiß drauf, komm, ich geh kurz hin. Angeln bringt hier nichts. Bin wir am Verhungern. あいつらこんなとこで何してやがる。おい Jo, Mann, was los? Was geht ab? Einfach ein bisschen angeln, Mann. Das wäre aber nichts aus Essen im Sinn, wa? Und für Hilfe hast du was groß gefangen? Ja, das ist ja. Standard Einfall. Messers 2. Bringen Sie jetzt Shin bei, wenn man das macht. Ist das Nappas Vater? 仕方ねえ。 Also das die beiden, die... Das war doch... Was glaube nur im Anime so. Als die Z-Kämpfer, also ohne Son Goku und... ohne Piccolo. Ne, als da, also da war ja Krillin, Yamchu, Tenshin Han, Chao Su. Also zu Gott gegangen sind, um zu trainieren während diesem Jahr. War es nicht so, dass die doch auch gegen irgendwie eine Illusion von Saiyajins antreten mussten? Weil Gott sie irgendwie unter die Probe stellen wollte oder so? War das jetzt sogar die beiden? Ne, ich glaube, der Dicke war nicht, aber der andere, dieser Glatzkopf, der war gar nicht. Der andere sah doch genauso aus. Also zumindest kommt mir sehr vertraut vor. Mehr aus der Szene. Aber es waren 2 Stück, da weiß ich noch. Der eine eben, glaube ich, sah, glaube ich, so aus wie der Glatzkopf hier und der andere, glaube ich, eher so ein kleiner, Alter, so wie Vegeta von der Größe her. Bin aber nicht mehr ganz sicher. Was eher so ein Spargeltarzan, noch viel größer. Naja. Was? Müssen wir bestimmt einen Fisch fangen? 絶対に釣ってやるぜ。 Oh ne. Glubschäugigen Fisch. Was denn hier? Da ist ja gar kein Angelplatz hier. Also. Mal gucken wegen dem Köder. Vielleicht bringt das ja was. Gut, das Angeln selbst ist relativ easy. Jetzt ist bloß die Frage, wie lange braucht, um diese besonderen Fische zu fangen. Nicht ganz, wa? 簡単なもんだ。 Sieht auch nicht so aus. 簡単なもんだ。 Mhm. Der könnte es sein, von den Augen her. Zumindest sah es vorhin so aus. Nö. Da war bloß der Wunsch des Vaters des Gedanken oder so, wie der Spruch schon da heißt. Naja. Weiß ja nicht, wie viel Glück man hier braucht. Oder auch wie viel Pech man braucht, ne, bis die kommen. Bis jetzt angeln nur Riesenfische. 簡単なもんだ。
Auf einen anderen Köder dafür. Ich muss vielleicht erstmal den Teich leer angeln, bis dann der richtige Fisch kommt. Das wäre irgendwie auch bisschen creepy tatsächlich. Dann kommen immer wieder neue Fische nach, also klappt gar nicht. Das ist Bardock. Fetter Riesenfisch. Er wollte aber ungern die Folge beenden, weil er eigentlich mit der Hauptsache noch ein bisschen weitermachen wollte und dann irgendwie offscreen das versuchen. Das ist irgendwie auch ein bisschen doof. Na, mit der Hauptsache weit. Wow. Ging aber schnell. Silberner Riesenfischzahn. Riesiger, klubschäugiger Fisch. Okay, geht doch so. Der falsche. Oh, da ist er ja. So wird's gemacht, Freunde. So wird's gemacht. Wir drüben verhungern, Mann. Echt? Ich hab's geschafft. Freunde. Aufwand absolut wert, Mann. Wer ist ein Aufwand genau? Das sind jetzt von gefangen. Das ist das Leckerste, das ich jemals gegessen hat. Das war echt gut, Mann. Eine Delikatesse, wenn du mich fragst. Köstlich und ein bisschen zäh. Ja, hoffentlich kriegen wir auch auf Planet Kanassa eine gute Mahlzeit. Tja, das ist schließlich unser Job, nicht wahr? Sati, Nanda? Soria ii. Spaßige Pflanzenmänner. Trotzdem ganz schön lange die Platz zu machen.
Und er lebt immer noch. Aber echt mal. So ein Müll. Nicht mal Level Up. Schweinerei. Was? Was hat der uns überwacht? Aber das ist auch ein ganz mieses Gefühl. Eine ganz seltsame Sidequest. Aufkommende Bedrohung. Ernsthaft? Na gut, dann werden wir wohl, schätze ich mal, im Verlauf dieses Parts nur noch die Hauptstory noch starten können, aber nicht mehr durchmachen, oder? Ja, in diese Richtung. Nani? Ja? Das war beunruhigend. Oh. Mir ist ein kleiner Schrotthaufen ins Auge gefallen. Ich bin hierher verfolgt. Ich einen kleinen Weg. Moment mal, ihr wisst davon? Auch nicht mehr als du. Aber niemand angegriffen, also haben ihn Leute ignoriert. Ihnen eine Ahnung, was er will? Jo. Nö, kein blassen Schimmer. Du weißt aber schon, dass so viel Neugier ungesund sein kann, oder? Du musst dir keine Sorgen machen. 小型メカの目的が何なのか絶対に突き止めてやる。 Ja, dann mach mal. クズが。なんだと？ Eine Kampfmaschine, so. 少しは骨のありそうなやつだ。どうする？ Junge! Knallschuss? Nee, nee, du hast hier keinen Knall gehört, Junge. Ausgewichener Typ. Die fliegen nach rein, ey. Was? Höhlenspirale, willst du mich verarschen? Nein, der andere wollte da. So. Also mal schauen, ob wir irgendwelche Informationen finden können, die auf ihren Besitzer hindeuten. Was? Diese Modellnummer gehört zur Freezer Armee. Gehört zur Freezer Armee. Nani? Echt jetzt?
そうだな。Vielleicht hat uns die Freeze-Armee überwacht. Oder noch schlimmer. Die Folge geht zu Ende. Skandal. Nein. よ Oh, Lass es. Ja, da hast wohl recht. Könnte durchaus sein, Mann. Ja, vielleicht. Was ich machen müsste. なん Ja. だ Du musst ihm noch sagen, was? Du warst niemand Schwarzer, ja. おう oh. Feierabend, wie das duftet. Klingt doch gut. Domgekrebse, K. Oh ja, oh ja. Und neue Medaillen, sehr gut. Wir müssen langsam alle von Bartoks 俺 Truppe の haben, 思い wa? 違いだ。 Eine neue Sidequest freigeschaltet. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, das Risiko gehe ich jetzt ein, dass wir die Quest dann doch eher ja, später machen. Wir starten jetzt dann zum Abschluss der Folge tatsächlich noch mit dem nächsten Kapitel der Hauptstory. Das tue ich mir jetzt noch an. Ich werde aber tatsächlich, weil ich dem Ganzen nicht traue. Was ist denn das? Ah, kommen wir zurück zur Main Story. Weil dem Ganzen nicht traue, werde ich doch mal noch speichern. Neuen Speicherdaten war. Egal, muss reichen. So, das überschreiben. Weil wenn die Psychos nachher nicht mehr da sein sollten, müssen sie halt später nachholen, wa? Das ist halt so. さて、おいそこのお前ん？道を開けろベジータ様がお通りになるぞベジータ。呼び捨てにするなベジータ様だほらほらぼーっとするなさっさと道を開けないか姿勢を正してチッ。来たぞあおい、何をしている？はいお待ちをどうした？え何かを気にしていただろほう実はスカウターのサーチ機能をつけたままにしまってたんですがそしたらあの男に反応したんですよあいつ戦闘力1万近くでしたぜう。ほう、それはすごいな。お前より強いじゃないか。きっとスカウターの故障ですよ後で修理に出しとかねえとだが俺の相手ではない。俺はさらに強くなる。全宇宙で誰にも負けないほどにな。へへへさすがはベジータ様どこまでもついていきますぜいってらっしゃいませやれやれ突然立ち止まるんだもんなドキドキしちゃったぜそれにしてもあのガキ相変わらずすげえ威圧感してやがる確かにな。違うぞそのなんだあれださすが惑星ベジータの王子様うちのガキとは違うな威圧感あるなと言ったんだベジータ王子か。おい聞いているのか本当だぞ本当に本当だぞただの坊ちゃんかと高くくっていたが、どうやら違うようだ。ねえ聞いてるあ？お願いだから誰にも言わないでね無駄に時間を取られちまったな。まあいい。さっさと行くか。Würde ich aber auch meinen.
それにしてもあのベジータ王子。ようバーダック、次はカナッサ星なんだって？あしかも満月のタイミングなんだろ。サイヤ人にとっては最高のタイミングだよな。羨ましいよ。俺も一緒に暴れたいところだ。暴れるのは戦闘員の特権だぜ。おせえぞ。いつも遅刻するのはお前の方じゃねえか。準備はできてるのかい？バッチリだ。お前さんの食料も入れておいたからな。よし、それじゃ出発するか。おいバーダック、ん？ちょっとこっちへ来い。行ってこいよ。ち、これからだって時に。何事だ？さあな。というわけで、ついさっき細かな生態調査が終わってな。残念ながら戦闘力はいまいちだが、間違いなくお前の息子だ。髪型がそっくりだぞ。くだらねえ。そんなことのために呼び出したのかよ。おい、会っていかんのか。俺にそんな暇はねえんだよ。これから楽しい仕事なんでな。なんてやつだ。何の話だったんだ？ガキが生まれたってよ。おい、さっさと出発するぞ。いや、しかしバーダック、せっかくなら会ってきたらどうだ。遅れるやつは置いてくからな。やれやれ。仕方ねえな。行くか。Tja, Vater des Jahres, war? Irgendwie passt das ja. Planet Kanassa. Na, なんだ、隕石か。わからん。ここがカナッサ星か。ちんけな星だ。満月まで少し時間あるな。そんじゃ本番前に体を温めとこうぜ。ちょうどお迎えも来たようだしな。おお、集まってきやがった。二手に分かれるぞ。俺とセリパはバーダックにつく。なんだよ、俺一人でやらせろよ。お前はやり始めたら周りが見えなくなりがちだからな。だから俺たちもついていく。チェッ。ってことは俺とトテッポか。ああ、てめえもだ。調子に乗りすぎんなよ。どこから狙うかい？ひとまず町に近づいて様子を探ってみるとするか。ああ、よーし、いいかてめえら。やるからには徹底的にだ。暴れっぞ。おいよ。Irgendwie auch brutal, war. Der Superangriff Tumultspeer ist jetzt für Bardock verfügbar. Was haben wir uns vorgestellt? Superangriffe? ここのやつら Cool. どれぐらい強いかな。ま、あまり期待はできそうにないが。はるばる来たんだ。少しは楽しませてくれねえとな。 Wobei ich halt zugeben muss, was gerade die Rede von war, dass Bardocks Kampfkraft ungefähr bei 10.000 liegen soll, finde ich es doch noch heftig. Nicht nur, weil er niederer Krieger eigentlich ist, sondern vor allem, weil Raditz damals ja auch noch eine Kampfkraft von 1200 hatte. Das war ja damals eigentlich schon ziemlich heftig. Ich meine, Bardock, ja eben, er ist halt nun niederer Krieger, deswegen, wenn wir sich jetzt denken können, vielleicht so, ja, er wird doch stärker als Raditz, als sein Sohn, aber naja, doch nicht gerade so viel stärker, es war das 10-fache. Naja,
Immer sei, Freunde, sagen an der Stelle Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Dragon Ball Z Bardock. Tschüssi!